Also ist gut. Also, das war eine gute Idee gewesen. Habe ich jetzt schon das Gefühl, dass wir uns da das vierte zusammengefunden haben oder dass da die Jungs sich Zeit genommen haben. Ich drücke jetzt einfach mal auf Record, liebe Leute, und nachher schauen wir mal, was passiert. Wir haben da PTM-Gruppe, den Kern von PTM, kann man so sagen, auf Besuch. Einmal der Kater Carlo, einmal der Walter Nice und einmal der Moro, wo ihr da alle gesehen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, man. Cool, dass ihr euch da zusammengefunden habt auf dem vollen Podcast. Gerne. Sehr gerne, merci. Hey, schau, wichtige Frage vielleicht als erstes, so, weil ihr habt natürlich vorher schon ein bisschen zusammen geredet, so man merkt, es ist Energie rum. Ich muss so ein bisschen herausfinden, woher ist die Energie bei PTM, und irgendwie habe ich das Gefühl, gewisse Sachen führen damals auf die Langas zurück. So. Wie würde man so ein Langas-Boy oder Girl, so, kann man das, ist das irgendwie, weißt, kann man sich dort anmelden, so Langas-Boy werden, so wie der Kater das damals sagt, oder kann ich als Zürcher, noch wichtiger, kann ich als Zürcher auch ein Langas-Boy oder Girl werden, weißt, oder wie funktioniert das genau? Wer will sagen? Soll ich sagen? Ja, ich sage dazu. Ich würde sagen, ich kann da schon stehen. Ich würde sagen... Nein. Nein, ich weiß nicht. Jein. Ich würde sagen Jein. Also ja und nein zusammen. Und das Ding ist, es hat angefangen... Oder wir sind alle von PTM eigentlich. Wir drei, aber auch noch der weite Dunstkreis ist entweder in Langas aufgewachsen oder hängt für Langas. Und wir sind auch alle drei zusammen in die Schule und so weiter. Es gibt das Perkli. Wir haben das mein erstes Tape rausgebracht. Das Perkli-Paradies, das handelt vom Perkli. Wir sind immer dort und chillen. Das heisst, um wirklich zum inneren Kern zu gehören, muss man eigentlich schon wissen, du musst eigentlich schon von Langas sein. Okay. Aber je länger das läuft, je länger dass wir PTM sind zusammen, je mehr dass wir auch mit Leuten außerhalb von der natürlich in Kontakt sind und eine Fanbase haben, ist so, auch nicht so relevant. Also am Schluss mache ich einfach Musik für die Leute. So. Und jedes ist, für mich ist nicht am Schluss gleich jeder PTM oder Langas-Boy, oder man kann es nicht mehr, wie man will. Teil von uns. So. Okay. Also gibt es auch, einfach, dass ich das verstehe, es gibt auch Langas Girls. Es gibt zum Beispiel auch Girls dort, oder ist das nur ein Kreis von, sage ich mal, Männer, die sich dort also weißt du, wie willkommen ist das, wenn ich das jetzt würde claimen, sage ich jetzt mal. Kann ich das claimen? Oder passiert dann etwas mit mir, so, wenn ich das würde claimen, von außerhalb so? Also ich muss sagen, es hat schon so lange Gas-Girls, aber es ist halt ein andere Kreise, die verkehren in diesem Moment. Also man kennt sie, sie sind halt nicht wie mit uns unterwegs, aber sie gleich wie Langas-Girls. Okay. Also es ist wirklich so, die sind auch vergeigen, aber gleich nicht wie mit uns unterwegs. So. Okay. Die hauptsächliche Langas-Truppe ist halt meistens wie mit uns unterwegs. Okay. Und wie der Walter gesagt hat... Also wir haben ja die Connections zu den älteren Generationen und auch mit den jüngeren und wir sind wirklich so wie in der Mitte von dem Ganzen. Ja, voll. Okay. Man kennt sich alle, aber... Ja, entweder kleine Brüder von dem oder grosse Brüder von dem. Das ist ein Sekundär. Und es muss aber nicht heissen, dass man dann wird man irgendwie so magisch touched, wenn man in der Gasse ist und nachher fängt man an Musik machen. Nicht jeder, der dort durchgeht oder dort hängt, macht auch automatisch Musik, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. So. Genau, ja. Also Langas ist einfach unser Quartier, wo wir sind aufgewachsen. Okay. Und irgendwie, weiss nicht, ja, irgendwie hat es einen recht starken Zusammenhalt in diesem Quartier. Okay. Es hat eben das Perkli, wo wir alle zusammen hängen. Wir haben irgendwie den Fetisch 3012 überall hergeschrieben, seit der ersten Klasse oder so. Das zieht sich so über Generationen bei uns, ich weiß nicht genau. Okay. Aber es hat wie mit Musik zu tun in erster Linie. Spannend, sehr spannend. Ihr seht da, PTM und das Ganze, wie der Walter und der Carlo da erklären, ist ein bisschen grösser in dem Fall, als nur die drei, die ihr da auf dem Screen sehen. So die Energie dahinter ist so ein bisschen, dort ist Historie dahinter, oder? Kann man so sagen, ein bisschen so.
ich will ein bisschen erklären, einfach für die da jetzt zuschauen, wie ich irgendwie auf euch gestossen bin, aber ganz kurz einfach. Ich habe, glaube irgendwann einmal eine von den 2019 EPs gesehen, wo ihr gemeinsam mal gemacht habt, der Walter und der Carlo. Und dann bin ich ziemlich schnell mal auf den YouTube-Channel gestossen und das würde ich euch da zeigen, einfach für die Leute, die das sehen, weil der Carlo hat das schon mal von mir erfahren. Gebt es einen Award, sage ich jetzt einmal, vom Cola-Podcast für die besten Künstlerlogos auf dem Level, auf dem Newcomer-Level, dann würden safe ihr zwei das gewinnen, der Walter Nice und der Kater Carlo. So. Wirklich Props an die Künstlerlogos, was ihr euch dort überlegt habt. So. Merci. Man sieht sie da auf dem Screen. Ich meine, wieso haben ihr von Anfang an schon so, weißt, auch dort einen Stempel machen mit Künstlern, etwas, wo eigentlich, kann man auch sagen, von einer Musikbusiness-Perspektive, die ganze Zeit vernachlässigt wird eigentlich. Die allerwenigsten sehe ich auf eurem Level, die sich für Künstlerlogos auch noch interessieren. Wieso ist es so wichtig gewesen, auch dort so ein bisschen branding-mässig gerade von Anfang an reinzusteppen? Willst du so ich? Ja, komm, fangst du an. Also ich bin mit Agro Berlin aufgewachsen und die halt auch immer Logos gehabt. So alle Künstler, zum Beispiel Beatheit hat eins gehabt, Sido hat eins gehabt. Das ist für mich echt so wie die Visitenkarte von dir selber. Weil je nachdem, wenn du Merch machst, ist es echt weg, wenn nur so geschrieben ist, finde ich. Und wenn du dann etwas drauf hast, das für das Auge so ein bisschen raussticht, finde ich es halt nur geil, wenn du dann auch Kleber hast von dem. Und echt nur so ein Tag und schon nur der Kopf allein, ohne Schriftzug. Dass das schon wie automatisch den Leuten ein Glöckchen läutet und sagt, das kenne ich, das ist doch der oder ist doch der. So in diesem Stil so. Und dann habe ich echt gedacht, also bei mir habe ich es zeichnen und dann habe ich es dann selber digitalisiert. Und dann habe ich echt gedacht, es muss schon etwas damit zu tun haben mit dem Namen. Und das von Alan, also das von Walt, ist eigentlich sehr, sehr, sehr selbsterklärend. Also ich finde das mit Abstand eines der vertrübsten Schweiz-Rap-Logo. Oh, weißt du, Bro? Also weißt, du kannst ihn wie anschauen und du weißt, du kannst den Kleber nicht es ist Walt so. Ja, voll. Okay. Ja, das ist geil. Merci, Bro. Auf jeden Fall, ich habe auch im Rahmen von meiner Maturarbeit habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Aber echt mehr so mit Rap-Images im Allgemeinen. Das heisst, bevor dass ich eigentlich wirklich mir gesagt habe, würde ich das gerne so ein bisschen näher verfolgen und so reintauchen in das Rap-Ding, habe ich mir schon recht viel so Marketing-Gedanken gemacht. Vor allem aber so im Zusammenhang mit Figuren zeichnen. So. Ich wollte einfach einen Charakter darstellen und habe irgendwie gelernt, was da wichtig ist. Weißt du, wenn es braucht. Ich habe mich mit meiner Maturarbeit sehr mit dem auseinandergesetzt und habe eben gemerkt, das Logo ist wichtig, ein gewisser. Ja. Der Kater Carlo, wieso lacht der Kater Carlo jetzt da so? Wir sind schon Characters. Nein, ich sehe schon, hey, look, auch eine Frage oder Notizen, die ich mir da gemacht habe, ist so, ihr könntet safe als Cartoons durchgehen. Also nicht ihr, meine ich jetzt als Diss, sondern eure Namen könnt man zu Cartoons irgendwie machen. Habe ich das Gefühl, Kater Carlo und Walter Nice, kann man irgendwie, weißt, das kann man dann wirklich zu einem Charakter machen, irgendwie, der so animiert ist oder so etwas. So Sachen stelle ich mir dann manchmal vor, wenn ich das lese. Das ist jetzt auch eine neue Cover-Idee, die du jetzt gerade lieferst oder so. Du, ey, wenn man da auf dem Cola-Podcast ist, kann man auch gerade über Business reden oder so. Ja, also ich muss sagen, wir sind noch nicht vollständig mit den Logos. Das von Moro ist eigentlich noch... Stimmt, das fehlt noch, oder? Ich höre nach dem Vorne. Hört ihr mich? Ja. Hörst du uns? Ich höre mich nur ein Lied, weißt du? Aber er ist eben unser Prinz, der gibt sich nicht so schnell zufrieden. Okay. Er ist ein bisschen wählerischer so, oder ein bisschen mehr picky, wenn es um Qualitätskontrolle geht, oder was? Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, eher wählerischer.
Okay. Sorry, ich habe nichts verstanden. So. Aber hörst du uns jetzt wieder, Moro? Bist du wieder da? Ja, jetzt höre ich nach wieder. Okay. Jetzt höre ich nach wieder. Ich habe etwas von Wählerisch gehört. So. Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ihr mehr ansprechen damit. Ich habe gesagt, wenn jemand von uns, also weißt du, wegen dem Logo, du bist Enderwähler. Ja. Ich bin eher wählerisch. Ja. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe wirklich schon, ich bin mit den Bahnen dran gehockt so und eigentlich finde ich es geil. Aber dann finde ich so, nein, das passt mir nicht, das passt nicht für mich. So. Es ist ein geiles Logo, aber ich finde, so, nein, eher weniger für mich. Und das ist auch ein Hauptfaktor, dass ich immer noch kein Logo habe. Ich hocke jetzt wieder mit jemandem, der sehr gut kann zeichnen kann. Und ich bin jetzt gerade etwas am Zeichnen, bin auch dran. Aber wenn das mal rauskommt, das steht in der Geschichte. Du mach dir keinen Kopf, ich finde das genial im Fall, dass du so über ein Künstlerlogo redest, als wäre das ein Song-Release sozusagen, finde ich So super. definitiv, ich finde, weißt du, erstens würde ich dann nicht ein Logo machen und dann würde ich es wechseln und hier wechseln und das bleibt. Drum. Und ich lasse mich auch gar nicht stressen, also klar, so, ich habe oft gehört von Walter und vom Kater so, hey, mach mal, aber ich glaube, sie haben es auch irgendwann mal realisiert und akzeptiert, dass ich halt einfach verdammt lang für den Scheiß brauche. So. Hast du Nein, natürlich nicht. Auf dem Cola-Podcast wird auch gar nicht aufgehen, so mit gar niemandem. Aber dann hast Moro, du bist in dem Fall von dem PTM-Kreis, bist du der, wo jetzt am wenigsten, also du hast einen Song draussen, so wie ich gesehen habe, offiziell, oder? So. Ja, auf Spotify, genau. Ist das so ein bisschen Strategie gewesen, wenn wir so darüber reden wollen, wer so als erstes kommt bei euch? Oder habt ihr euch am Anfang ein bisschen darüber nachgedacht, vielleicht kommt zuerst der Walter mit gewissen Sachen, nachher kommen irgendwie gemeinsame Sachen von Walter Nice und Kater Carlo und der Moro ist jetzt später am Vorbereiten oder hat sich einfach das alles so entwickelt, wer in welcher Phase von der Releases steckt? So? Nein, also es hat sich einfach so entwickelt, also klar, du hast so gewusst, okay, er ist jetzt dran an einem Solo-Tape und er hat auch noch etwas in der Hinterhand und so weiter. Aber wir haben jetzt nicht so abgesprochen, hey, jetzt habe ich mein Jahr und ihr müsst warten oder so. Da ist jeder so in seinem Tempo und wenn einer so fängt, hey, hört, Mitte Jahr habe ich Bock, 5 Lieder rauszulassen, dann klar schauen wir es zusammen an und denken also, den release ich später oder release ich früher in dem Sinn. Aber mit der Produktivität, also wenn ich jetzt Solo-Lieder mache, bin ich wirklich sehr lange an einem Lied dran, was viel Zeug hat, das mich beschäftigt. Und dann muss es auch perfekt sein, schlussendlich. Und wiederum, wenn ich aber so jetzt zum Beispiel mit dem Kater ein Album mache, dann ist es so rein aus dem Konsum. Blöd gesagt, passiert so manchmal, dass wir jetzt zusammen trinken und dann finden wir, ey, wir schreiben jetzt ein Lied. Dann entsteht es aber auch und so ist es auch nicht richtig. So wie es entstanden ist, ist es perfekt. Okay. Finde ich persönlich. Wenn ich mit dem Carlo ein Lied mache, eben im Studio und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen, catchen wir den Vibe und dann finden wir es aber auch so richtig. Und wiederum, wenn ich eben eigene Lieder mache, dann ist es halt der Aufbau ist schon ganz anders. Das ist ein anderer Prozess. Ja, so. Also das wird man sicher beim nächsten Lied auch merken. Das nächste Lied droppt. Das ist halt wirklich eins, wo viel Message, also eine recht starke Message hat, würde ich sagen jetzt. Wir haben natürlich interne Quellen, wir haben es halt schon gehört und auch schon vorgespittet bekommen. Und ich muss sagen, also das ist schon okay, ist eins mit recht Message, finde ich. Aber jetzt das nächste ist wirklich einer von den Heavy One. Also jetzt so vom Message, wo wirklich ich kann es wie hören und ich kann so wie 1 zu 1 nachfühlen, weil man es wie kennt. So. Also wirklich eins mit harter Message. Und ich finde auch bei ihm, also ich habe immer gesagt, bei Walt und bei Moro ist echt geil, sie bringen eine geile Message. Und das freut mich halt auch, weil dann muss ich mich nicht mit dem umschlagen. Dann kannst du alle Party-Tracks machen, sozusagen. Kannst genau, du die genau. Und ich bin eben genau das. Ja, aber das ist umso geiler, wenn man mal zusammen wieder einen Party-Track macht und so weiter. Weißt du, wo man mal findet, so, hey,
ich muss jetzt nicht, weißt, ich kann auch loslassen und so finde, hey, das ist geil und das flasht mich gerade so. Und dann es braucht ja auch nicht immer eine Message. So. Genau. Ich meine, Musik sollte einfach auch gut tun, man sollte es können hören und finden, hey, das ist geil und das flasht mich und bei den Konzerten kann es so abgehen und so weiter. Und ich finde eben geil, dass sie sich wie die Zeit nehmen. Also weißt, man kann sich auch etwas herjuffeln, nur wo andere hören wollen. Ich finde, Ja, wenn jemand hören kann man sich auch die Zeit nehmen zum Warten. Also. Fix. Und ich meine, ihr könnt ja mega viel Variation reinbringen, dadurch, dass ihr halt 3 Leute, also im Stamm sind halt 3 Leute mit BTM und mit dem kann man ja nachher auch mega spielen, oder? Wenn jetzt einer sagt, hey, schau, ich bin da in meiner Phase, wo ich am Sounden bin, ich kann jetzt gerade nichts machen, kann halt der Walter vielleicht einsteigen, oder der Carlo kann dort gewisse Ecken entdecken, wo dann der andere gerade irgendwo in einer Downtime ist. Das ist mega spannend, dass ihr euch das so aufteilen könnt, oder? Voll. Das ist hure geil. Und es ist auch, wir tun immer gemeinsam auftreten, einmal besitzen. Und eigentlich auch dort haben wir hure viel Platz für Variationen. Wenn es darum geht, welche Songs wir spielen, haben wir hure viel, können wir es hure verschieden gestalten. Und dann eben das mit dem Comic, den ich vorhin schon angesprochen habe, wenn wir schon alle so die 3 Characters haben irgendwann, ist auch da hure viel Kreativität offen. Ja. Ist mehr die Frage, ob ihr nachher einen family-friendly Comic machen wollt. Einen, wo man auch unter 13 kann schauen kann. Oder ob es ein explicit Comic wird. Kann ja sein, ab 18, weißt du. So. Müsst ihr euch noch überlegen. Ich finde, dort kannst du eben wie spielen damit. Weil Cartoons mit kleinen Kindern besser an. Also es gibt 2 Arten. Es gibt Happy Tree Friend und halt Dora the Explorer. Also es ist wirklich... Und ich meine, aber auch weißt, ich meine, Kindercartoons wären zum Beispiel Tom und Jerry und das ist trotzdem hure brutal. Ja. Das ist trotzdem... Erwachsene können das auch schauen, oder? Erwachsene können das auch schauen und Ja. hat Spass dran. Ja, voll. Oder Simpsons oder so, das ist eigentlich geil. Das ist schon eine Frage, wie dass man das am besten umsetzt. Kannst du schon übertreiben auch. Nein, Ich glaube, das ist geil, ja. Das ist im Fall, ich schwöre, allein schon mit diesen Logos, ich meine, der Kater Carlo mit seinem Logo könnte man jetzt auch irgendwie eine Football-Liga, Ja, so American Football Highschool-Mannschaft oder so. Ja, voll, wo du nachher sponsern tust und nachher dein Sound läuft dort. Ihr seht, das rattert wieder auf dem Cola-Podcast, können wir natürlich ewig über Musik-Business-Strategien spinnen, aber es freut mich, dass die Jungs auch schon ein bisschen halt, ihr droppt nicht nur Songs für mich, wenn ich mir das so anschaue. So, ihr überlegt euch ein bisschen etwas. Klar, ihr seid auch eine Crew, ihr könnt mehr spielen mit dem, eben, wie ihr gesagt habt. Aber ich finde es schon cool, dass dort auch gerade, obwohl ihr noch erst angefangen habt oder so ein bisschen Newcomer, also ich weiss nicht, fühlt ihr euch als Newcomer oder wo fühlt ihr euch jetzt im Moment, so, wenn man so ein bisschen Bern und Umfeld anschaut? So. Weil der Walter hat da ja off-cam gesagt, es hat so OG-Talk, gibt es teilweise so, dass es vielleicht Jüngere gibt, Jüngere als euch, die vielleicht euch anschauen in Bern, alle so, wow, schau, BTM Group oder der Walter, der Carlo und der Moro, die machen es jetzt, die bringen da etwas so, oder? Nein, ich denke schon an den Newcomer so. Es hat auf eine Art doch ein bisschen mehr Stil, wenn du Newcomer bist. Aber da kannst du immer wieder... Dann kannst du dich jünger fühlen, wenn du damit. Ja. Kannst immer wieder liefern und jedes Mal bist du, los, weißt du, du hast nicht so ein kleiner Welpenschutz, sagen wir so. Ja. Ja, nein, ich würde es auch rein objektiv, neutral sehen, schon von der Grösse von einem Artist-Profil ist das halt noch in der Anfangsstadium und das hat noch, ich finde das ja sehr motivierend, wenn ich mit Künstlern rede und eher denke, hey, es hat ja noch extrem viel Luft nach oben bei uns, so, was ja mega schön ist, eigentlich zum Anschauen. So. Okay, dann ist natürlich jetzt so ein bisschen, könnte man dann sagen, ich meine, mit dem letzten Video vom Kater Carlo ist jetzt ein bisschen der Kater Carlo im Vordergrund, oder? Mit «Ich bin da». Oder, weil der Walter, beim Walter habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat am Anfang sehr viel Boden aufgebaut, also so mit gerade EPs und gerade so irgendwie viel Material, deepes Zeug. Und jetzt ist irgendwie so, beim Kater, ich meine, korrigiere mich, Carlo, ich weiß nicht, wie du jetzt fühlst, aber mit dem Musikvideo
ist schon noch mal ein bisschen mehr Energie rum, habe ich so das Gefühl. So. Oder ein bisschen mehr Love und Reaktionen, die auf das gekommen sind. Wenn ich mir das jetzt so anschaue in den Kommentaren und so, kann das sein? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, also, das ist das erste Mal, wo ich ein Video habe gemacht habe, also aktiv blöd gesagt, wo bei Walt bin ich auch schon wieder dabei gewesen, in den Videos, aber es waren halt seine Videos gewesen, und mit diesem Video hat es halt schon sehr viele Feedbacks gegeben. Also wirklich um einiges mehr als bei anderen Liedern, sagen wir so. Ja. Und ich finde eben, es sieht wie eine Reihenfolge, also es sieht aus wie eine Reihenfolge, aber es ist eben eigentlich nicht so eine Reihenfolge. Das ist wie zuerst Walt geliefert und dann ich. Er ist eigentlich wie Ende nachher mit seinem ganzen Zeug. Ja, voll. Und dann hat er wie gerade geliefert, und wir finden einfach, wenn man fertig ist, sollte man einfach so schnell wie möglich liefern. So. Man will ja nicht irgendwie nach 2-3 Monaten wieder vergessen gehen. So. Und man sollte auch nicht warten, wenn ich schon mit 5 Liedern fertig bin, aber laut unserer Theorie der Walt oder der Moro nachher wäre und sie noch nie sind, finde ich einfach so, ja, dass immer wieder am Laufen ist. So. Und, eben zu dem Teil, dass Walt jetzt in den letzten Minuten geliefert, also da kann ich dazu sagen, es wird sicher, wie soll ich das formulieren, ohne Spoiler. Hey, müssen auch nichts von Ja, Konfidenz also, Nein, es geht gar nicht spoilern. Ich will da gar nicht drauf raus. Im Gegenteil, ihr habt das ja sicher auch schon mitbekommen, auch auf dem Cola-Podcast, so, die Leute, die das ja verfolgen. Ich bin ja ein Fan, wenn die Projekte, also die EPs vom Walter jetzt als Beispiel, die sehen immer noch als hochaktuell an, versteht ihr so? Ich als Konsument jetzt, oder von Konsumentenperspektive, finde so, es geht nicht darum, ich finde das wack, wenn ihr meine Meinung hören wollt, eben wie du es vorher gesagt hast, ein bisschen, Carlo, releasen for the sake of releasing, so. Wenn ich davor rede, hey, konstant releasen, meine ich aber auch nicht, einfach zum irgendetwas droppen, so, weil dann kannst du einfach mit dem aktuellen Material auch arbeiten, oder? Wo du siehst. Ja, voll. Ja, voll. Nein, also es wird immer sehr viel kommen. Gut, ihr seid halt... Ja, ich bin schon... Es ist halt, wir sind halt... Also ja, ich kann für mich selber sagen, ich bin eigentlich immer dran. Und dann ist halt irgendwie auch so die Frage, ey, wie gross ist das Projekt, wie gross ist der Plan für ein Projekt? So, ich habe jetzt echt in den letzten Jahren an einem größeren Projekt gearbeitet und es braucht viel Zeit. Und deswegen bin ich auch nicht ready unbedingt zum Droppen. Aber es kommt mir ehrlich gesagt auch gelegen. Also, ich weiß nicht, das kommt mir gelegen, einfach eine Pause zu haben irgendwie. Ja, jetzt ist Kater Carlo Season so noch ein bisschen mehr und dann könnt die anderen auch noch mal ein bisschen mehr rein. Ich finde das mega spannend, dass ihr könntet, und das wisst ihr ja vielleicht auch ein bisschen, ihr könntet ja individuell mit euren Releases, könnt ihr ja wie so auch verschiedene Leute irgendwann ansprechen, wo nicht PTM als Ganzes lost, oder? Und auch völlig, vielleicht hat der Moro irgendwann einmal Hörer und Hörerinnen da draussen, die völlig andere sind als die vom Kater Carlo. Und vielleicht verschmelzt sich das irgendwann, aber vielleicht kann das sowieso auch einfach in verschiedenen Kosmen, so in verschiedenen Universen, kann das nachher abgehen. Das ist schon spannend. Ja, voll. Da ist drei Ganze und gleich noch wie 3 verschiedene. Also ein grosses Publikum, das uns 3 lässt und dann eben jede einzelne. So. Und das finde ich auch geil und genau so in die Richtung, mit dem kann man eben auch spielen. So. Voll. Also, dass man nicht unbedingt ein publikumbezogenes Lied macht, aber vielleicht findet das Publikum das Lied jetzt halt besser als das von ihnen. Also, Ja, so, und mit dem kann spielen. Also man sollte sich nicht voll auf das fixieren. Also wie nicht abhängig sein von dem, aber gleich wie spielen. Man weiß nie, welches Lied was bringt. Also, Ja, und das sind wir ja noch am Erfahren und am Experimentieren, oder? Ja, ja, voll. Ja, voll. Also jeden Tag gibt es ein bisschen Musik da, Musik dort. Auch immer neues Zeug hören. Also ich muss sagen, ich höre auch mal so ein bisschen kreuz und quer Lieder. Und dann höre ich etwas, das ich noch nie gehört habe, wo ich so denke, ja easy, und das flasht halt schon. Und erinnere mich wie an die Zeit von meinem Pär. So Lo-Fi-Zeug. Und dann muss ich sagen, das klingt halt schon geil und dann wie kombinieren mit der New School.
Und dann hast du wie ein neues Projekt erschaffen für gemischte Generationen. Krass, okay. Also du hast natürlich jetzt auch noch Familie angesprochen, kann ich euch fragen, weil ich das immer noch spannend finde, zu hören, so wissenschaftlicher Natur. Sind ihr die Ersten jeweils in euren Familien, die so Musik releasen und so wirklich Musikerleben, Dasein führen? So? Oder haben ihr schon andere, wenn ihr das wollt sagen, haben ihr schon andere Leute vor euch in der Familie, die das auch schon versucht haben? What? Ja, also bei mir ist auf jeden Fall mein Onkel, der ist Musiklehrer, der ist Gitarrenlehrer. Ah, okay. Aber das ist mir nicht so geprägt in meiner musikalischen Entwicklung. Aber meine Schwester ist, spielt Klavier, seit sie irgendwie 5 ist oder so, weiß nicht genau. Und ist jetzt auch Musikstudentin und so. Ich habe jetzt auch mit ihr connected und sie gibt mir so ein bisschen Gesangsunterricht und so. Von dem her ist sie auf jeden Fall schon so eine Art Partnerin, ja. Krass, also gibt es irgendwann bald eine Walter Nice-Dynastie, sozusagen, Künstlerdynastie, so. Ja, genau. Schon zu erwarten, ja. Nein, wir sehen. Es ist halt alles, ich kann auch noch ein paar vom anderen Partner sagen, es ist halt Learning by Doing auch. Vieles nimmt halt den Ursprung, du fährst eigentlich an einem Punkt an, jetzt ich auch. Ich habe irgendwann angefangen und es ist halt alles immer auch ein künstlerischer Prozess. Es ist schon schwierig, es ist so alles nicht abgeschlossen. Ich meine, wenn man so die Frage hat, wie funktioniert ihr als Crew, es ist halt vieles, ja, Learning by Doing eben. Okay. Und der Moro hat vorher gelacht. Wieso ist es bei dir so mit dem, bist du der Erste in deiner Familie, wo irgendetwas mit Musik am Hut hat, oder nicht? Oder? Ja, mal voll. Ich bin der Erste, einfach nur Janti denkt zu so und ich möchte jetzt niemand direkt ansprechen, aber eine Person mit Fokuhila, die einfach Musik macht. So. Nein, es ist einfach, ich habe Bilder im Kopf gehabt. Also, nein, ich bin der Erste in der Familie, die Musik macht. Also, ich sehe jetzt meinen Bruder nicht als musikalisch talentiert oder so. Okay. Darum, nein. Bei mir bin ich wirklich, so viel ich es halt weiss, ich bin der Erste, der Musik macht. Okay. Kater, wie ist es bei dir? Ich fühle mich angegriffen von Moro. Ich möchte lachen mehr ausfallen. Warte, sind ihr zwei related, Kater und Moro? So, einfach, dass ich das... Er ist Araber, ich bin Tamil. Ah, eben, gut, gell, weil der Hutton so. Nein, es ist so, mein Bär hat den Vöckel, mein Bär hat von Buila. Und er lässt halt so Miami Vice Mucke. So. Also, so Zeug hat er eben noch gern. Und mit dem Iroas zusammen und mit dem Moro haben wir jetzt einen Song angefangen zu schreiben, aufnehmen, der von Buila heisst. Okay. Und ich glaube, durch das habe ich mich jetzt angegriffen gefühlt von Moro. Aber nein, ich bin auch in meiner Familie der Erste, der Musik macht in diesem Stil. Und dass ich jetzt angegriffen fühle von mir. Weißt du, Bro? du bist gerade neben mir hier. So. Nein, im Moment ist er über dir gerade so. Ja, das ist nicht nur im Moment so. Es ist das 4. Ihr müsst euch so 4 Kacheln vorstellen jetzt. Ihr werdet das dann sehen, wenn's dann, bevor es droppt. So, das sieht schon noch easy aus. Es ist sehr wild im Moment, so der Stream. Wir haben es so bis jetzt auch noch nie gemacht auf dem Cola-Podcast. Darum bin ich gespannt gewesen, wie das ist, wenn 3 miteinander oder 4 miteinander da drinnen sind. Aber es ist spannend. Okay. Das ist geil, Mann. Ja, aber nein, wir sind glaube ich die Ersten, die so... Also jetzt eben von mir bin ich der Erste. Also. Okay. Und wartet um Produktionen so innerhalb von PTM, also wenn es um Beats und so Sachen geht, weil es da vielleicht ja teilweise Beatmaker hat, die zuschauen und irgendwie, auch irgendwie sich interessieren natürlich für die Schweizer Musiklandschaft. Kauft ihr euch die Beats international auf Seiten oder versucht ihr das mit Schweizer Beatmakerinnen zu machen oder Produzenten? Wie macht ihr das amigs? Ich habe darum gewartet, ich habe gedacht, das ist fatal. Ja, bei mir jetzt gerade gestockt. Also ich habe auch schon Beats gekauft von Deutschland. Dann habe ich lange mit Davut gearbeitet. Und also auch einer von unseren Boys, sagen wir so. Und
jetzt arbeiten wir recht viel mit dem Iroas zusammen. Also sind alles Berner oder Schweizer Genau, auf jeden Fall, oder? Iroas ist ein Mitglied der Chaos-Truppe. Hm. Und dann der Metal Mischa. Hood Gang. Was? Fischer Metal Hood Gang. Ja, voll. Und der Mischa noch, der mir den Beat vom «Ich bin da» hat gemacht. Der hat den letzten, ja, die bei da gemacht, okay, verstanden. Genau. Ähm, Genau, und da habe ich echt gemerkt, die Zusammenarbeit passt recht fest. Vor allem sein Studio ist bei uns im Studio und da kann man einfach hin und her. aber ihr habt alle ein bisschen verschiedene Beatwünsche, oder? Wenn ich das so sehe. Also, also es kann sein, dass ein Walter oder Moro, dass ihr jetzt vielleicht auch mit anderen, je nach Gusto, mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollt, so, wenn es um Beatmaker geht. Ja, aber es ist schon das ähnliche Umfeld. Es ist schon wie ein ähnliches Netzwerk auf jeden Fall. Ich mache viel mit dem Davut. Sehr viel. Und genau, ja, Two-Piece. Der Davut macht viel mit Two-Piece. Das ist so ein Kollektiv, ein Producer-Kollektiv. Und ja, von dem her, wenn ich mit dem Davut arbeite, dann habe ich schnell mal auch noch mit anderen Produzenten zu tun. Und so kommt es dann schon dazu, dass so eine Vielfalt entsteht. Okay. Und ich glaube, schlussendlich... Nein, sag ruhig. Ich glaube, schlussendlich, weißt du, wir sind ja meistens nicht auch mit diesen Beat-Producers im Studio und hören den Beat oder fangen denen gerade den Beat an und sagen, hey, ich stelle mir einen Beat vor, der ist so, und wir machen das. Oder wir zeigen zuerst den Text und erzählen einfach, in welche Richtung das wir gehen. Und ich glaube, das macht einen grossen Teil aus von unserer Musik. Weil es sind nicht einfach irgendwelche Beats, die wir einfach irgendwo gehört haben auf YouTube und denken, hey, das ist geil. Ja. Also es ist wirklich ein komplettes Ganzes mit den Beats und mit dem Text halt. Okay. Aber und es ist auch, genau, ich sehe es auch so als eine Art Netzwerk wahrscheinlich. Wo uns so wie umgeht, wir wissen, wir können uns bei diesen Producer melden, mit diesen Producer melden. Das Netzwerk ist uns auch noch offen, so, und dann pickt jeder ein bisschen für sich aus. Aber es ist weniger so, dass wir nur auf der Suche nach im Internet auf Seiten oder irgendwo. Und je nachdem weiß ja, okay, der Producer macht eher so Beats und der Producer macht so Beats, oder du kennst schon viele Boom-Bap-Beats von dem und so und sprichst halt lieber eher einen an. Aber ich glaube, so Beatmaker-mäßig ist man immer offen für Neues. Also wir können jetzt auch für Jüngere, die euch zuschauen da beim Cola-Podcast, wir können euch auch Sachen schicken. So, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist up-and-coming Beatmaker, hat heissen Shit, so kann man euch Sachen schicken. So sind ihr erreichbar für so Sachen. Also ich auf jeden Fall, ja. Ich finde das auch eine geile Opportunity, besser für die Jungen, die irgendwann wird sicher irgendetwas... Das ist ja für beide nice. So. Ja, weil ich... Das ist auch ein gegenseitiges Push auf eine Art, weißt du? So, ja, wo irgendwann fragt man, oh, Strubenbeat, von wo ist der? Und dann kannst du direkt weiterleiten. So. Ich finde es vor allem auch geil, so vom... ich finde es echt geil, fertige Sachen zu schicken. So. Wo so in diesem Musik machen, oftmals haben wir mit jemandem abgemacht, ey, komm, wir machen mal zusammen etwas, komm, wir machen mal ein Feature, so, und dann geht es immer unter. Irgendwie im Ausgang trifft man Leute oder so. Und ich finde es echt viel geiler, wenn man wirklich jemandem schreibt, ey, mal, den Beat habe ich gemacht, hast du Bock, ja oder nein, so. Von dem her finde ich das super cool. Das ist einfach auch nice, so zu connecten, schlussendlich. Ja. Also es macht ja Sinn, für mich macht es einfach Sinn, dass ihr jetzt in den Musikgenerationen sind, wo halt wieso nicht mehr so eine Frage ist, dass man das international einkaufen will, sozusagen, oder dass er halt mit anderen Schweizer Leuten, eben im Idealfall anderen Produzenten zusammenarbeiten, die im Umkreis vielleicht sind oder halt auch Sachen schicken innerhalb von der Schweiz. Das finde ich halt noch spannend, weil vielleicht wäre das früher noch ein bisschen anders gewesen, dass man das mit dem Einkaufen, Carlo, verstehe ich ja auch, oder? Aber bist du dann dort zum Beispiel in das Problem vielleicht dann reingelaufen, dass das Zeug nicht so customized ist auf deine Sachen, die du jetzt machen willst, wenn du halt dann aus Deutschland zum Beispiel würdest etwas shoppen so. Das ist so. Also weißt, ich schreibe meistens Beat, also ich brauche zuerst wieder Beat und dann schreibe ich den Text so.
Von dem her ist es für mich nicht schwierig, auf einen Beat zu schreiben, wo ich den Beat hören kann, wenn er mich flasht, ich schreibe ihn so, wie er aufgebaut ist. Und ich bin eigentlich noch recht oldschool, also ich mache immer Hookpart, dann je nachdem noch Bridge, dies, das, so. Aber zu dem muss ich sagen, es hat echt so viele straube Produzenten in der Schweiz, die unter anderem durch das ein bisschen untergehen, wenn man seine Sachen von auswärts kauft. So. Wo es geht mir auch ein bisschen so darum, dass man ein bisschen posaunen kann, im Sinne von, der Beat habe ich von den Amis habe ich den Beat getragen. Und gleich ist schnell der Inhalt scheiße. Also weißt du, ich würde jetzt mehr, das ist wie bei Bio-Sachen, weißt du, lieber mal die internen Leute pushen, die wirklich von der Schweiz kommen, statt irgendwie Poulet von Ungarn kommen, weißt du, das ist so die Ähnlichkeit. Ja. Schöner Vergleich, Poulet hier ist auch gut, das Poulet hier ist sogar besser. Ja. Aber man will weniger zahlen für mehr. So. Und da bist du halt in Amerika sehr gut aufgehoben. Ich habe auch schon ein bisschen geschaut auf BeatStars. Du zahlst vielleicht $20 für einen hohen Beat. Ja. Und der hat das vielleicht nur schnell gemacht. Und man weiss ja nicht, ob das nachher Samples noch dort dahinter sind, die noch cleared sind und jenste Sachen, wo du denkst, ja, aber zahle ich jetzt für weißt, zahle ich die $20 oder $100 oder Exclusive Beats und dann denkst du dir, ja, aber das Sample, die 7 Samples, die drin waren, sind dann auch nicht vielleicht von diesen Leuten so, eben, das ist dann auch ein bisschen chaotisch ab und zu, oder? Und der andere Vorteil ist, wenn du mit den Produzenten von Schweiz, also von Schweiz schaffst, du bekommst den ganzen Prozess mit. Jawohl. Entwicklung und Dauer und das Zwischenmenschliche. Genau, du kannst mit ihnen herhocken, je nachdem trinkst du noch ein Bierchen und nachher kannst du wie tauschen, so mit Text oder so, weißt du, kannst du dann auch auf textbasierte Beats basteln, weißt du, so, wo dann auch der Text brutaler zur Geltung kommt, weil du gewisse Sequenzen im Beat kannst einbauen und so Zeug. Also weißt du, da kannst du dann wirklich komplett individualisieren. So. Ja, das denke ich auch. Und das ist auch das, was ich sehr schätze. Also mir ist irgendwie, glaube noch nie, oder ja, es ist schon seit Jahren nicht mehr, habe ich irgendwie einen YouTube-Beat genommen. Sondern meistens bin ich im Studio mit einem Producer und der ganze Prozess ist natürlich viel organischer. Und ich bin auch überzeugt, dass man das hört. Man hört, dass mehr dahinter steckt. Aber ich finde, es hat trotzdem auch seine Berechtigung. Ich meine, manchmal muss es halt erst schnell gehen, oder manchmal hat man keinen Bock auf Studio. Oder manchmal findet man halt echt auch einen geilen Beat auf YouTube und hat echt auch schon mal irgendwie schon 16 was geschrieben oder so. Und er ist schon voll easy, wenn man ihn kauft. So, ich glaube, es ist ein bisschen bedürfnisabhängig. Aber ich spüre schon aus, ich meine, es macht ja Sinn, dass er mit Leuten ansitzen will, wie es der Moro auch gesagt hat, kannst die menschliche Komponente im Endeffekt, wenn du ja mit Leuten irgendwie reden kannst und sagen kannst, hey, schau, das gefällt mir vielleicht nicht so, das merke ich schon, dass das ja Sinn macht auch, oder wenn man es jetzt so würde angehen. Aber es wird sicher auch gewisse Beatmaker und Beatmakerinnen da auch wundernehmen, weil ich glaube, es gibt jetzt so ein paar dort, wo ich komme halt in den DMs auch oftmals so Nachrichten über, nicht nur von der Interpretenseite, von den Künstler und Künstlerinnen, sondern halt auch von den Beatmakern, die finden, ja, es gibt halt wie so ein gespaltene Ding dort. Es gibt, glaube ich, Leute, die mehr auf Amerika schauen, also Beatmakers, die finden so, nein, ich würde eher Amerika erobern mit meinen Beats. Und dann gibt es aber auch Leute, die mir sagen, sie versuchen beides, hat sie auch schon gegeben, Amerika und die Schweiz beliefern mit dem Material. Und ich finde das einfach cool, wenn das wachsen und gedeihen kann, so alles zusammen, weißt du, mit im Umfeld sozusagen. Ja, es ist natürlich auch eine Stärke, die Producer haben, wenn wir jetzt schon mehr oder weniger an unsere Sprache gebunden, finde ich. Oder ich will auch mein Leben lang wahrscheinlich auf Berndeutsch rappen. Und dementsprechend ist der internationale Raum gar nicht wirklich offen für uns. Aber als Producer, der natürlich ohne Sprache funktioniert, ist es halt eine Chance. Mit dem Internet, wo man sowieso sich verbreiten kann und Leute kennenlernen und Connections kann knüpfen. Also das finde ich eigentlich auch geil. Also, ja. Ja, das mit der Sprache, gell, das ist jetzt immer so das Ding. Ich bin immer sehr direkt, muss ich sagen, wenn es im Cola-Podcast geht, aber das mit der Sprache, ich merke, da gibt es noch ein paar Triggers bei den Leuten, die ich eben noch nicht ansprechen kann. Dort muss mich ein bisschen zurückhalten ab und zu, weil ich halt merke, dass es dann immer noch viele Leute gibt, eben, wo das ist jetzt krass, ich finde das ein krasses Statement, sage ich dir ganz ehrlich, Walter, dass du gesagt hast,
Du würdest wahrscheinlich das ganze Leben lang dir so, hast die Vision, dass du halt auf Berndeutsch oder Schweizerdeutsch das würdest machen. Und ich finde es aber auch fair, wenn Leute sagen, weißt du, switchst die Sprache auf Hochdeutsch, Englisch und versuchst es halt so. Ja, ist vielleicht auch ein starkes Statement gewesen, Bro. Also, das Leben lang nur Berndeutsch. Nein, aber ich gebe dir die Perspektive, ich will auch nicht sagen, das ist so fixiert, keine Angst oder so. Ich gebe dir... Aber nein, ich will es so ein bisschen relativieren. Ich würd sagen, es kann eben auch sein, dass weil du irgendwann auf eine eigene Identität kommst, eine eigene Schweizer Identität, die deinen Musikstil ausmacht, dass das von den internationalen Leuten, die da auf Besuch wären, als geiler angeschaut wird, als wenn du versuchst, den Ami zu spielen, obwohl du Schweizer bist, zum Beispiel. So. Und hey, das habe ich auch... Versteht ihr so? Weil ihr müsst euch vorstellen, also ich kann noch einfach die Anekdote so ein bisschen sagen aus der Major-Welt, wo ich noch beim Major gearbeitet habe und immer die internationalen Künstler auf Besuch sind wegen Promo. Es gibt ja dann schon ein paar, die wollen wissen, ey, wer sind da die heißesten? Wer sind die krassesten Leute da? So, oder? Und ich glaube, auf lange Sicht gesehen, sind es dann die Schweizer Künstler und Künstlerinnen, wo man sich anschaut, eben, ob das jetzt Französische sind, Schweizerdeutsche Leute, Italienisch, so, eben, dann wird es eben ein bisschen gemein. Dann merkt man eben, und ihr merkt jetzt auch, so, ich bin jetzt nicht vorsichtig, indem ich das auch sage, aber ich verstehe, dass nachher, Walter, du auch kommst und sagst, ja, vielleicht ist das ein zu hartes Statement gewesen, weil Leute werden da schnell beleidigt, auch wenn ich jetzt würde sagen, hey, ich würde lieber im Moment gerne mehr Mundart und Französisch, also weißt, die Landessprache würde ich halt mehr lieber sehen. So, verstehen ihr ein bisschen, was ich sagen will? So. Ja, voll. Vielleicht, das ist noch schnell relativieren mit der Sprache so. Aber ich bin voll deiner Meinung. So. Aber ich finde es halt schon geil, auch Sprachen zu mixen. So. Ja, das Lied Vitamina, wenn ich so ein bisschen Spanisch, ein bisschen Französisch reingenommen habe, wo ich aber auch bei daheim oder mit meinen Grosseltern Spanisch und Französisch geredet habe. Ich meine, ich kann so ein bisschen Englisch, ein bisschen Hochdeutsch, viel Anglizismen und so. Aber so die Figur an sich, die redet Englisch, so. Ich glaube, der Kern. So. Und das ist, das würde ich sicher beibehalten. So. Ja, verstanden. Und ich habe schon am Anfang so versucht, so ein bisschen da irgendwie darzulegen, aber es ist mir noch ein bisschen schwer da. Ich habe am Anfang schon fest darüber nachgedacht, ey, wie kann ich eigentlich eine organische Figur oder eine plastische Figur überbringen, dass das Publikum das auch versteht. Und ja, ich bin halt einfach hier, ich bin halt einfach in Bern, ich bin halt in Langasse aufgewachsen und so gäbe es sich natürlich so wie die Eckpunkte irgendwie von alleine, so wie die Welt, wo meine Figur drinnen sich bewegt. So. Und ich würde jetzt nicht verstehen, warum ich über New York rappe, warum ich so Englisch rappe oder warum ich, weißt du nicht mehr, wir sind hier so und wir rappen und das finde ich auch sehr wichtig, weil ich glaube, du kannst auch den Leuten nicht vorspielen. Wenn du einfach dir selber bist, das ist geil, Genau. Das ist individuell. Aber wenn du versuchst, irgendetwas zu kopieren, die Leute spüren das und das funktioniert einfach nicht, glaube ich. Was ich auch finde, ist jetzt, wenn zum Beispiel Schweizer Hochdeutsch rappen, man hört es einfach raus. Also weißt du, nicht bei allen. Es gibt schon ein paar, so ein, zwei Leute, die... Also weißt du, zum Beispiel Loredana macht es gut. Du hörst wirklich nicht raus. Weißt du, was ich meine? Aber dann, wenn du so gewisse Leute hörst, hier in Bern unter anderem, ist echt schade. Ja, das stimmt schon. Weil Hochdeutsch kann echt bessere Ranks finden, blöd gesagt. Also ich gebe euch eine These in den Raum, bei dem Hochdeutsch-Ding, und dann könnt ihr sagen, was ihr davon findet. Weil eben, es sind ein paar Thesen, die ich noch nicht so heftig auf dem Gola-Podcast verbreite, weil man eben nachher mich auch lünchen kann dafür oder irgendwie steinigen kann. So. Und ich weiss, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, dass was der Carlo jetzt beschreibt mit dem Hochdeutschen, das ist halt dann nicht so geil, wie wenn man die deutschen Sachen hört, jetzt vielleicht von Berner, die das versuchen. In Zürich gibt es das ja auch. Ich habe das Gefühl, das kann daran liegen, dass wie auch, aber der Walter das vorher gesagt hat, du lebst halt nicht dort. Darum deine Satzstellungen, deine Redewendungen, die du hast, dein Slang, du bist halt nicht dort in diesem Ort. Und wenn du, sofern du nicht dort vor Ort bist und ich sage mal, länger dort lebst als da, würdest du nie auf die Redewendung und so die kleinen, ganz kleinen Details kommen, die eben das dann ausmachen, ob du das auch als authentisch anschaust. So. Was meint ihr dazu? Ja, voll. Ja, voll. Mal. Passt. Würde ich auch unterschreiben, ja. Eben, aber dort... Aber ich finde auf eine Art auch... Oder...
ist doch das Authentischste, was du machen kannst, wenn du die Sprache redest, die du jeden Tag redest. Weil dort hast du automatisch Slang drin. Ja, schau, ihr gebt mir jetzt natürlich... Jedes Quartier hat zum Teil seine eigenen Slangs. Und das hat doch mehr Stil, mehr Charakter, wenn du mit dem Slang, mit dem Schweizerdeutsch zusammen rappst. Also weißt du, wir jetzt als Berner, wir Slangs von dem Quartier, wo wir selber aufgewachsen sind, übernehmen, ist das authentisch. Also weißt du, das gibt auch so einen kleinen Eintopf. So, man merkt es, so, und du hörst es und denkst so, das ist einer von den Gas, das hörst du am Slang. Voll. Außerdem im Rap. Und es ist nachher dazu, ist es auch noch Rap. Ich habe so das Gefühl, wenn es darum wird, eine Ballade zu singen, dann kannst du auch noch gut das kaschieren, weil wir können gleich gut Hochdeutsch so, oder Leute können gut Englisch. Also wenn es darum geht, das Lied zu singen auf Englisch, dann kommt es sicher okay rüber. Aber so im Rap, wenn du jetzt deine 16 Bar schreibst, und ich habe das Gefühl, das hört man einfach. Und auch Leute von außerhalb würden das hören. Wenn du so tust, als wärst du von Bronx und einer von Bronx hört dann so wie deine Interpretation von einem Rap auf Englisch, dann wird schon hören, dass es nicht richtig ist. So. Oftmals werden sie dann das Gefühl haben, das ist eine Karikatur. So, das ist der versucht das irgendwie zu machen, so eine Mockery. So. Also nicht auf crazy Parodien, so, versteh mich jetzt nicht falsch. Eben, schaut an alle Leute, die es auch wollen. Ich gebe amigs gerne den Benefit of the Doubt. Ihr müsst euch vorstellen, im Hintergrund habe ich natürlich viele Diskussionen, auch mit Leuten, schon seit Jahren, auch mit Leuten, die natürlich finden, hey Alex, was findest du, international und so, was kann ich machen? Und ich sage einfach immer die Prämisse, ich versuche es immer so zu erklären, hey, schau, ich habe das Gefühl, du musst dort vor Ort sein, in dem jeweiligen Land oder in der Sprache, die du geil findest. So. Es gibt gewisse Überschneidungen, ich meine, ihr in Bern zum Beispiel mit Biel und so, ihr habt natürlich eine natürliche Symbiose, glaube ich, einen Zusammenhang auch mit Französisch, oder? Es gibt natürlich dort so gewisse Verbundenheit, aber wenn man jetzt wirklich von einer Fremdsprache redet, wie jetzt Englisch, was halt nun mal eine Fremdsprache ist in der Schweiz, muss man halt statistisch gesehen ist das so, dann denke ich immer, du kannst es schon machen, wenn jetzt in Nashville oder du willst zu der Atlanta-Szene gehören, wenn es jetzt im Hip-Hop-Bereich wäre, sagen wir im Independent-Bereich, im Indie-Alternative-Bereich willst du zu der Nashville-Szene gehören oder in der Country-Ecke sein, dann musst du halt dort vor Ort sein, weil sonst wirst du nie auf die Sprachdetails kommen, habe ich so das Gefühl. Oder, was eben dann passiert, und das ist so ein bisschen ein Hint, wo wir jetzt da auf dem Colo-Podcast, was dann oftmals passiert, Schweizer, die international etwas machen wollen, was dann passiert, weil sie das eben nicht up to par haben, so wie die lokalen Leute. Was passiert dann? Man muss sich Songwriter zu Hilfe holen in diesen Ländern. So. Und dann kann es halt auch teuer werden, weil plötzlich siehst du dann in den Credits, hast 2-3 Songwriters bei dir drin, weil die sind halt von dort und geben dir die Lines genau so, wie man sie halt, nicht nur im Rap, weißt du, nicht nur mit Hip-Hop zu tun, das findest du in allen Genres. Oder? Was man sonst schon erlebt, ja. Ja, das stimmt. Aber ich weiß es nicht, ich meine, es gibt Schweizer Bands, die internationale Erfolg haben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die alle Songwriter haben. Aber das ist ein anderer Stil. Das ist ein anderer Stil. Ich finde, das ist ein Unterschied, weil Rap und genau, ja. Aber das habe ich auch vorher gesagt, dass im Rap habe ich das Gefühl, dass das noch viel mehr so als Slang gebunden ist. Aber so vielleicht in Country-Musik wäre es vielleicht auch so, es gibt sicher noch andere Beispiele. Ja. Aber irgendwie DJ Bobo oder so, er hat auch gerappt auf Englisch. Aber dort, er ist halt der DJ, er ist auch nicht so der MC. Er muss ja irgendwie das auch nicht so wirklich authentisch bringen. So. Leute lassen nicht auf seine Punchlines oder so. Ja, auf er ist halt DJ am Ende. So. Ja. DJ Bobo Punchlines. Punchlines von DJ Bobo, Alter. So Diss-Track und alles, Alter. Nein, aber es ist schon. DJ Bobo Strupp, Mann, schwöre. Es sind viele von diesen Sachen, die ihr jetzt beschreibt auch und wo ich auch Worte dafür finde und einfach gewisse Sachen schon präsentiert habe auf dem Podcast, gewisse andere Sachen nicht, merke ich einfach noch, beim Thema Sprache gibt es noch mega viel noch Unterschied, was auch schön ist. Unterschiede sind mega etwas Schönes, sind genial, die Sprachvielfalt, die wir hier in der Schweiz haben. Aber ich merke, es gibt dort auch unglaubliche Unsicherheiten, dass halt eben Leute immer noch wollen, so sich die Tür teilweise auch noch offen lassen mit international machen, weißt du? Und verstehe ich auch, oder so.
Wieso? Ich verstehe das eben nicht so ganz. Schau, Oder, die Sache ist, schau, Walter, es ist ja. genau das mit mir. Sorry, ich will dich nicht cutten, aber um dir ein bisschen mehr Kontext zu geben, dass du nachher etwas darüber kannst sagen. Im Fall, es kommt wirklich von dem, auch wenn du sagst, ja, es ist ein hartes Statement. Du musst ich verstehe das, was du vorher gesagt hast mit, ja, schau, ich bin im Kern, bin ich halt dort aufgewachsen, das ist meine Sprache, wo ich jeden Tag mit der denke, das werde ich auch musikalisch so überbringen für die nächsten 20, 30 Jahre. So. Oder, ich sage jetzt nicht, ich fixiere das so, aber du musst dir vorstellen, so jemand wie ich, der Industrie, Statistiken anschaut und sieht, wo das alles anführt, für mich macht das perfekt Sinn, so eine Aussage, oder? Aber ich denke, es gibt halt auch viel, das sind nicht die meisten, im Moment, glaube ich, gibt es mehr, die so etwas würden unterschreiben, so ein Statement à la, ja, ich würde es in dieser Sprache machen, wo ich halt jeden Tag rede, wo ich mich daheim fühle, oder? Und ich glaube, dort gibt es teilweise noch so ein bisschen Ausreden, die passieren, dass eben, weißt, englische Leute, also Schweizer, die auf Englisch zum Beispiel machen, was ich nicht werte, Leute killen mich jetzt nicht, den Cola-Podcast nicht canceln wegen dem, weil ihr merkt, dass mit der Sprachdiskussion wird kompliziertes Ding, so Leute fühlen sich triggern damals bei dem. Aber ich würde einfach sagen, es gibt dort noch recht viele Stimmen, die jemandem wie mir sagen, weißt, wenn sie aufs Englisch machen, die sagen, ja, aber Alex, ich bin eben Native Englisch, weißt, im Haushalt bin ich auf Englisch gross geworden und so, darum würde ich eben beides versuchen und so. Und nachher habe ich aber natürlich auch meine Gegenfrage, und meine Gegenfrage ist immer, ja, aber effektiv, in welcher Sprache redest du mehr pro Woche? So. Und auf das müssen eben die meisten Schweizerdeutsch antworten. Also in der Deutschschweiz, in der französischen Schweiz ist es natürlich dann Französisch so. Und verstehen Sie, dort kommt nachher mega Krux rein, weil sie merken nachher selber, so dass du vielleicht auch künstlich etwas versuchst aufzubehalten, sozusagen, konservieren, oder? Verstehen Sie? Ja. Aber wieso überhaupt? Ich meine, oder ja, schon auch meine Theorie. Aber wo ich halt nicht so ganz nachvollziehen, inwiefern das einem das nicht sowieso dazu bewegt, auf seine Muttersprache zu rappen oder zu singen oder Kunst zu machen überhaupt. Nein. Was ist das Argument? Ich verstehe nicht, inwiefern kann einem das nicht erst schon dazu bewegt, auf seine Muttersprache zu rappen. Ja, wenn man doch weiss, ich bin immer da, ich wohne hier, alles was ich sehe ist schweizerisch. Warum kommt man denn überhaupt auf die Idee, das in eine andere Sprache zu machen? Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Eben, schau darum, der Benefit of the Doubt, wo ich immer gebe, ist, dass ich sage, ja, wenn du mir dann antwortest, du willst nicht da bleiben, du hast in 6 Monaten vor zu verreisen und dann bist du aber wirklich out of here, dann bist du die nächsten 10, 15 Jahre in dem Land, wo du halt geil findest, von der Musikkultur, dann ist es auch etwas anderes. Ich muss sagen, in 9 von 10 Fällen habe ich das einfach nie als Antwort bekommen. Weil Leute sagen eben dann trotzdem, ja, ich will es aus der Schweiz arbeiten. So, viele, ich sage nicht pauschal alle, aber die meisten, mit denen ich so international Diskussionen habe, sagen eben dann, ja, aber kann man das nicht aus der Schweiz raus schaffen? Und dann sage ich, ja, ist jetzt eben so ein bisschen die Frage, weißt du, so, das ist dann aber ich weiß auch nicht, Kater, Moro, ich meine, eben, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, so, aber das Sprachending, Leute wollen sich einfach ein Hintertürchen noch offen behalten, teilweise, habe ich das Gefühl, so. Obwohl aber, Achtung, das meine ich glaube, das Hintertürchen ist oftmals gar nicht nötig, würde ich damit sagen. Das ist meine Meinung, so. Ich finde einfach, wenn du schon in einer anderen Sprache rappen, dann sollst du doch zuerst mal im eigenen Land, wo du jetzt gerade bist, etwas zuerst reissen, bevor du irgendwie schon in ein anderes Land willst. Mhm. Also zuerst mal... Ich finde aber wiederum, also weißt du, ich würde es niemals machen so. Und ich höre auch wirklich viel, wo ich auch so denke, ja, nicht gerade das beste Englisch oder nicht gerade das beste Hochdeutsch, was immer so. Aber wenn die Person wirklich flasht und denkt, hey, ich möchte jetzt auf Englisch Musik machen, ja, schieß drauf nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe es ja auf eine Art. So. Ich verstehe auf eine Art, wenn jemand sagt, hey, ich möchte gerne auf Englisch rappen oder Hochdeutsch rappen. Wenn es jetzt nur mit dem Hintergrund, also mit dem Hintergedanken ist, hey, so habe ich vielleicht mehr Reichweite, bin ich das weg so. Aber wenn die Person flasht, einfach auf Hochdeutsch zu rappen, jeden das eine so. Ja, ich finde, jeder so ein bisschen schade, wo er flasht. So. Aber man darf ja auch seine eigene Meinung haben. Wir sind ja schließlich
in einem Land, wo man Meinungsfreiheit hat. Ja, klar. So. Klar. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass die Leute einfach auch die Schweizer Kultur nicht so cool finden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele einfach auch vielleicht sagen, ja, weißt du, Berndeutsch oder Schweizerdeutsch tönt einfach hart. Oder es tönt einfach irgendwie nicht schön, oder es tönt nicht ästhetisch. Und wenn ich Französisch singe, dann ist es viel schöner. Oder wenn ich Hochdeutsch mache, dann ist es cooler. Oder wenn ich Englisch mache, ist es cooler. Ich finde, das ist doch ein bisschen schade, weil ich finde Berndeutsch sehr geil. So. Ja, und ich glaube, ihr seid dort auch unter anderem PTM, ihr jetzt da, wo man da sieht, aber auch ganz viele andere, ihr seid halt dort halt im Vordergrund oder an der Speerspitze von diesen Generationen, wo jetzt halt wie so ein bisschen auch indirekt oder direkt die Verantwortung haben, um das cool zu machen. Dass dann 16-, 17-Jährige, also so sehe ich das von der Cola-Podcast-Perspektive, wegen dem gibt es auch das ganze Zeug, das ihr da seht, dass vielleicht dann der 16-Jährige oder die 17-Jährige aus irgendwo, eine vom Aargau, der andere, der 15-Jährige von Graubünden oder whatever, dass die dann sagen, ja, wir finden die Schweizer Sachen cool und ich muss nicht die ganze Zeit auf Amerika schauen und UK und so. Das ist auch cool, weil die Schweiz hat immer den internationalen Einfluss gehabt. Es ist ja auch ein Land mit vielen Sprachen, versteht man auch. Aber ich würde mir mehr wünschen, das ist einfach meine Meinung so persönlich, ich würde mir wirklich mehr wünschen, dass dann irgendwann die neue Generationen von Konsumenten, die 14, 15, 16, 17, 18-Jährigen sagen, okay, ja, ich höre PTM den ganzen Tag, ich pumpe das on repeat, also jetzt einfach als Beispiel so, oder ich pumpe irgendeinen anderen Schweizer Künstler oder eine Künstlerin auf repeat, oder so. Wie man halt jetzt im Moment The Weeknd und Travis Scott on repeat lässt, sage ich jetzt einmal so. Weil ihr konkurrieren natürlich ein bisschen mit der Coolness von dem, muss man auch ein bisschen verstehen, so. Ja. Oder? Ich wollte mal fragen, seht ihr den Was mit dem Walter ist? Der Walter ist, glaube ich, ist er rausgefallen, oder was? Ich habe so angeschaut, so eine Minute lang so. So gut. Darum habe ich dann wieder lachen. Das Licht bewegt sich ja nicht. Und ich So gut. Das ist doch ein Gewächs. Hey, Ja, aber aber ich sehe die Punkte auch im Fall. Also, verstehen ihr? Alex, Ja, definitiv. Jugendliche, die nur auf Schweizer Rap fokussiert sind. Oder einfach Schweizer Musik, weißt du, nicht einmal limitieren, nur auf Schweizer Rap, einfach Schweizer Musik allgemein, oder so. Genau, und ich finde halt, Kann auch Französisch sein, so, weißt du, eben. spricht sie, glaube ich, unser Zeug eher weniger an. Also vielleicht nicht weniger und vielleicht am Waltz ist mehr und am Moros ist mehr, aber ich muss sagen, das ist, ich glaube, also was ich von meinen Hörern, sagen wir so, sehe, ist halt, die sind eher so auf dem New School Wave, so à la Ami, französischer Rap, so in diesem Stil so. Und das, was wir dann liefern, passt so ein bisschen in das Konzept und es ist halt echt Schweizerdeutsch, sagen wir so. Ja, es ist wie so Spando. Ich sehe, euer Sound ist so das Äquivalent zu einem anderen. Genau das so. Das, also, Sie haben wieder den gleichen Sound, blöd gesagt, in die gleiche Richtung und unseres verstehen sie. ja, voll. Und darum kann man es nicht blöd gesagt hören, weil ich sage ehrlich, ich höre auch französischen Rap, aber ich kann dir nicht sagen, was sie erzählen. Nein, ich verstehe kein Wort Französisch, höre aber sehr viel Französisch so, aber ich habe das Gefühl, wir haben das vielleicht aus der Schule, weil das auch früher eben, es war ein Fach gewesen, oder? Und hätte ja auch können sein, dass wir irgendwie, keine Ahnung, aus einem anderen Land Sachen hören, plötzlich, oder? So. Aber der Walter, jetzt, wenn es um Französisch geht, du bist ja, oder Moro, wie fest ist euer Französisch-Bezug, Walter und Moro? Bei euch ist er ein bisschen stärker, oder beim Walter ist er ein bisschen stärker, der Franz-Bezug, so. Kann das sein? Ja, meine Großeltern etwa wie beim Carlo. Für gar nicht. Nochmal? Frank. Ja, Was? also meine Großeltern haben mit mir Französisch geredet. Ah, Und okay. deswegen, aber ja, es ist halt immer ein Auf und Ab. Ich meine, das ist schon dann, also ich bin darum ohne Bär aufgewachsen, aber mit Großeltern, also so wie mit seinen Eltern. Das heisst, ja, daheim nicht Französisch geredet, aber immer, wenn ich bei meinen Großeltern war.
Okay. Dementsprechend habe ich schon irgendwie ein gutes Sprachgefühl, aber das ist auch immer so ein kleines Auf und Ab. So, aber kann ich gut, wenn ich viel rede. Wenn ich nicht so viel rede, dann nimmt es auch recht schnell ab und mir fehlen die Worte und so. Okay. Ihr könnt es aber auch geil kombinieren, eben, weil ihr halt so ein bisschen an dieser Grenze sind, so Biel, Bern, könnt ihr halt wie so auch Mundart, also ihr habt auch die Chance, unter anderem ihr habt die Chance, so Mundart und Französisch auch zu mischen, jetzt für die Zukunft teilweise, wenn ihr das wünscht, oder wenn ihr da Bock auf so etwas habt. Ist ja auch geil so. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich finde es eigentlich immer geil, wenn Leute das machen. Ich finde es sehr geil, wenn verschiedene Sprachen kollaborieren. Gut, und der Walter hat es gerade gesagt, auch Latin, gell? Ich meine, Latin Culture ist ja da auch gross. So, es gibt ja wahrscheinlich auch immer mehr Jüngere, die sich halt für Latin-Zeug à la Bad Bunny und sagen wir all die interessieren, oder so? J Balvin, Bad Bunny. Ja, das ist halt auch so eine Genre von sich. Die kannst du anlassen und die Hälfte der Jugendlichen kennen die Songs. Ja, das ist krass. Jedes zweite Lied dann genau gleich. Also, ja, auch schon, das habe ich mir gegönnt. Also ich bin wirklich nicht so der Reggaeton-Typ, wo, weißt du, so das Latin-Zeug flasht mich wirklich noch. Aber der J Balvin flasht mich auf eine Art noch. Der hat jetzt auch so Collabs gemacht mit Tyga und mit DJ Khaled und so, hat er auch schon ein Lied gemacht. Und finde ich halt, durch diese Songs bin ich auch aufmerksam geworden. So ein bisschen, hey, der hat es noch im Griff und das ist halt nicht so das klassische Reggaeton-Zeug. So. Auch wenn so Beats, dann halt schon fast alle gleich. Das ist schon so. Aber es hat gleich immer irgendetwas anderes. Und ich bin halt auch recht grosser Fan von Drake. Und dann habe ich auch mal gesehen, dass der Bad Bunny, glaube ich, ja, der hat mit dem Song gehabt. Voll. Genau. Und dort habe ich dann so gedacht, okay, weißt du, die Kollabos hier sind auch möglich in dem Sinn. Also wieso kann man es nicht in der Schweiz auch machen, weißt du, so. Ja, absolut. Und darum, zum das zurückbringen auf das, was da der Walter am Anfang versucht hat zu beschreiben, wo ich dich auch voll verstehe, Walter. Ich glaube, die meisten, die da werden da zuschauen, so, die werden die Statements nicht als, weißt, zu krass angesehen. Macht er dort nicht so grosse Sorgen, weil ich sorge auch dafür, dass ich dann irgendwie Sachen aufklären teilweise. Vieles von dem reguliert sich auch, wenn ich zum Beispiel aufzeigen kann, oder auch andere Leute wie ich, die so ein bisschen die Industrie checken, was halt Konsumenten da draussen tatsächlich geil finden. Und dort gibt es eben dann nicht mehr so viel Subjektivität à la, ja weißt du, die hören eben auch noch Englisch von der Schweiz und das und das und das, sondern da gibt es halt auch Entwicklungen, eben, dass halt so Sachen wie ihr macht, in eurem Stil, in eurer Identität, das wird auf lange Zeit, sollte ich meinen, wird das halt immer spannender für die Jüngeren, so, weil die halt dann finden, ey, das tönt halt eben, das ist wie ein Äquivalent von etwas, wo man irgendwie kenne ich das schon im Kopf, aber das ist jetzt einfach meine Schweizer Musikkultur und das macht es spannender wegen dem, oder so. Um das ein bisschen abrunden, so, aber enough about that, so würde ich sagen. Ich würde noch, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, das ist mir eben noch geblieben. Walter, du hast einmal allein gehabt, PTM kommt aus dem Labor. Eine, die immer wieder wiederholt worden ist. PTM ist aus dem Labor. Was hast du damit gemeint? Weil ich also immer gedacht, es gibt ja wie so die zwei Welten. Entweder man kommt aus dem Labor oder aus der Natur. Habe ich immer so das Gefühl gehabt, oder so? Hast du das Gefühl, PTM ist nicht so etwas, was aus der Natur ist? Oder wie meinst du das mit dem Labor so? Yeah. Ja, nein, das hat nichts mit dem zu tun. Ich habe vor, das so ein bisschen beizubehalten und unser Studio so, immer so, ein bisschen so zu nennen. Unser Studio ist das Labor. Wir gehen ins Studio, wir machen einen Song und er ist genau. Es ist präzise, was wir machen. Es ist so ein bisschen wie ein Labor, weißt du, wie ich meine. Okay. Das war eigentlich so mehr so die Metapher gewesen. Aber ja, je länger ich darüber nachdenke, finde ich es glaube ich auch nicht so gut passend. Ich weiß nicht, ob ich das so beibehalten. Wir haben nämlich ein neues Studio jetzt. Und vermutlich wird es jetzt nicht mehr Labor heißen. Okay. Aber es ist ich bin jetzt darum auch noch an der Uni gewesen.
so für ein Jahr und habe Germanistik studieren. Ich also denke, das wird sich wahrscheinlich künstlerisch auch irgendwie immer mehr zeigen, dass eigentlich auch noch so ein wissenschaftlicher Anspruch irgendwie da ist. Aber ich höre jetzt auf mit der Uni. Ich habe es abgebrochen. Und wegen dem ist es so ein weiterer Schritt, warum das mit dem ganzen Laborzeug irgendwie gar nicht mehr so passt. Okay, verstanden. Also du willst nicht mehr so Wissenschaftler, der Wissenschaftler ist der im Moment, der Germanistik-Wissenschaftler ist der gerade nicht so, ist der ein bisschen zu trocken, so im Moment, vielleicht. Ja, ich finde das scheiße jetzt. Aber hey, ihr habt es ja richtig gesagt vorhin, es ist alles Work in Progress, oder? PTM, alles was ihr darstellt, das ist alles Work in Progress, oder so? Von daher, Genau, das verstehe ich. Aber wenn es um jetzt so Studiosituationen geht, wie kann ich mir vorstellen, wie kompetitiv sind ihr gegenseitig? Wie viel Konkurrenzdenken gibt es dort alle? Boah, ich will jetzt die Line von dem anderen übertrumpfen, so wenn man jetzt euch drei anschaut, so in einem Studio-Setup. Gibt es das? Der Kater ist schon am Smilen. Es ist glaube ich, eher ein gesunder Wettkampf, den wir umeinander führen. Ja, warum? Aber es ist schon so ein bisschen, also es ist wirklich auf gesunder Basis. Wenn er jetzt etwas bringt, zum Beispiel der Moro allein bringt, denke ich so für mich, fuck, ja, der ist schon stabil gewesen. Ich bringe schon besser. Was aber nachher nicht passiert, Mann. So. Und nachher, es gibt immer einen größeren Fisch, sagen wir so. Weißt du, so. Und dann, wenn ich denke, also ist gut, meiner ist stabiler, kommt wohl, nehme mit dem, der noch drüber ist. Und nachher bringt nicht der Moro einen, der drüber ist. Also es ist einfach so ein gesunder Kreis, sagen wir so. Wo es ist wirklich, wir helfen uns gegenseitig. Also man kann wirklich mal ein paar schreiben und sagen, hey Jungs, wie findet ihr das so? Und dann gibt es so ehrliche Feedbacks. Also, ich habe schon eins genommen, wo ich Hass bekommen habe. Wo ich gesagt habe, ja, ist schon nicht verdammt geil, aber ich habe ihn gleich genommen. So. Okay. Aber es gibt eine Qualitätskontrolle, oder so? Es gibt eine Qualitätskontrolle untereinander. Ja, definitiv so. So eine Stiftung Warentest. Okay, schön gesagt. Aber ich glaube... So eine korrekte Version. Mhm. Genau. Und ich glaube, es ist wirklich einfach ein gesunder Wettkampf. Also es ist jetzt nicht allein, ich muss jetzt besser sein als der und so. Wir unterstützen uns wirklich relativ viel untereinander. Und aber ich glaube, es ist nicht nur line-technisch, also flow-technisch. Also, es ist öfter so, man hat zusammen ein Lied gemacht zum Beispiel und dann findet man, ey, die Part ist jetzt richtig geil auf dem Beat. Man macht nochmal ein Lied zusammen und im Hintergedanken denkt man schon, ey, ich möchte besser sein, ich möchte das schnell übertrumpfen. Aber nicht ich möchte besser sein als du. Nein, aber, es ist so, aber du sagst bei jedem Lied, aber ey, weißt du was, du darfst besser sein als ich. Von dem ja, eben. Aber eigentlich bin ich aber schon besser. Ich muss schnell das Ladegerät holen. Alles gut. Nein, aber es ist ja so gesunde Competition. Ja, so, das versteht man ja auch, weil es hilft euch ja, glaube ich, auch, um das Endprodukt besser machen, denke ich. So, wenn ihr sowieso ein bisschen gegenseitig aufpushen könnt, so dadurch, habe ich das Gefühl. Mhm. Oder? Aber das ist spannend zu sehen, ihr habt halt hure viel Variation, wie wir das dort am Anfang schon gesagt haben. Es ist halt schon spannend, dass er dort halt in hure viele verschiedene Trickkisten könnt greifen, dadurch, dass er 3 Leute jetzt sind, oder so. Aber ihr habt auch angesprochen, oder sorry, ja, was hast du sagen? Nein, einfach noch zu dem, und ich glaube, das sieht man vor allem so bei den Konzerten, dass wir eben ähnlich 3 individuelle Leute sind, aber gleich eine Band, so in dem Sinne, einfach PTM, aber eben man kann wirklich, so wie du das sagst, eigentlich immer in eine Trickkiste greifen und etwas komplett Neues auf die Beine stellen. PTM aber, so wie ihr das, oder PTM, wie ihr das beschreibt, ich habe einfach gesehen, ihr seid jetzt der innere Kern, für die das sich auch ein bisschen interessiert, die da zuschauen. Es gibt aber auch Leute, die unter PTM releasen, habe ich mal gesehen, oder? Könnt ihr das vielleicht erklären, wie das funktioniert? Ist das wie so ein bisschen ein Affiliate, Friends and Family Kreis sozusagen, der über PTM released? Leute vor Langas. Ja, es ist einfach... Friends and Family Leute vor Langas und... Punkt. Ja, Leute vor Langas. So. Und wir halt eben seit Jahren kennen und wir sind auch mit ihnen aufgewachsen, sei es Nachbarn und sei es im Verein, in der Schule. Aber eben, ich glaube, Leute von Langas.
Ja, dann Gessler halt. Ich muss da dazu sagen, PTM ist kein Label. Also es ist wirklich nur ein Label. Also wir tun jetzt nicht irgendwie Ja, safe nicht. uns promoten in dem Sinn oder so. Es ist echt, ja, es ist eigentlich mehr so wie ein Fußballverein. Ja, genau. Okay. Das ist ja eine Crew, ja. Eine Crew. Jawohl, also eben, wir sind alle im Perkli. Also die unter PTM releasen sie auch im Perkli schlussendlich. Okay. Weil ich habe einfach das Ding gesehen, ist mir aufgefallen, weil ich gesehen habe, der Argent, aber helfen wir schnell, sein Künstlernamen, AR, das ist ein Bindestrich G, wie spricht man das aus? Arch. Okay. Oder? Oder? Wenn es auch nur als Arsch. Also, wenn jetzt Nicht, dass wir da jetzt etwas Falsches sagen, aber Shoutout Ja, an ihn, weil ich gesehen habe, es ich ist auch glaube, ein mit dem Namen kann man ein PTM. bisschen spielen. Okay. Weil der Arch weiss, dass der Argent, so ich hätte ihn sehr gerne auch irgendwann mal noch auf dem Podcast gehabt, so. Vielleicht wird das nachher auch in so einer wilden Kombination sein, vielleicht mal mit dem Kater. Der Kater hat sich da auch mal zur Verfügung gestellt, glaube ich, dass sie mal das Zweite kommen irgendwann mal. Aber Shoutout auch an ihn auch, weil er released ja auch über PTM, so habe ich gesehen. Jawohl. Aber ja, mehr ein Kollektivding, ich verstehe das schon. Eine Sammlung von Leuten, die sich zusammentun, die so ein bisschen die gleichen Ziele verfolgen, oder so, das verstehe ich. So. Okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, wo die gleichen Ziele verfolgen und deswegen sind wir so zusammen unterwegs und so. Also es ist wirklich, das hat sich einfach entwickelt, dass plötzlich, hey, der will jetzt so Musik machen oder der hat schon Musik gemacht, man hat es einfach nie gewusst, wo er es für sich gemacht hat. So. Okay. Also der Kreis von 5 Jahren, es ist immer noch genau gleich, aber es machen jetzt einfach ein paar Leute Musik. Okay, Blöd gesagt. Wir haben uns so wie vorgenommen, dass PTM einfach wir 3 sind. Aus dem Grund, wo wir wie zu dritt haben angefangen haben. Und weißt, es kommen immer wieder Leute dazu, die mit uns Musik machen und so, aber das ist wie bei Destiny's Child und Beyoncé oder so, oder 50 Cent und G-Unit. Also weißt, dass wir... Die vergleichen heute. Nein, Hammer, ja, ich verstehe. Nein, Ja, bin ich auch nice. So. Es ist echt besser vor Augen. Es ist echt so, die Combo gibt es einfach nur als die Combo. Und sie haben auch nicht jedes Mal jemand mehr dazu, der mit ihrer Musik macht. So. Und ich finde das so recht korrekt so auf die Art. Hey, schau, was kann ich sagen? Das kannst du dann nachher übrigens auch noch sagen, der Little Carlo IG-Account besteht ein bisschen am Marketing machen, habe ich gesehen, gell, für deine Katze. Ich sehe das eben schon. Geht jetzt bald Merch mit dem Kopf. Carlo-Merch. Aber ich habe extra nicht Karte Carlo gemacht, dass es ein bisschen neutraler ist. So. Ja, aber ich sehe, ihr macht euch dort natürlich schon Überlegungen. So. Aber ich finde es schön, dass ihr wirkt halt wie smarte Leute, nicht nur wenn es um die Musik geht, sondern auch um die Verpackung, eben, um das Marketing, so, das merkt man schon. Also Leute wie ich, lasse ich euch einfach sagen, merken das schon, dass ein bisschen auch ein bisschen mehr dahinter ist. Eben allein schon mit so Künstlerlogos merke ich so, okay, oder wenn der Moro das sagt, so, hey, ich überlege mir dort wirklich genau, wie ich das visualisieren oder auf Blatt schreiben. Ich finde, das ist wichtig, so, weil das, nur so kann man auch die Qualität steigern, weißt, von dem Schweizer Ding, wo wir alle versuchen, da grösser zu machen, oder? Habe ich das Gefühl. Aber, Das ist so. Warte, aber, weil er auch noch Message und so angesprochen haben, so, also ist in dem Fall der Carlo mehr, der Kater Carlo mehr so ein bisschen Lyric-Seite, ein bisschen mehr loose, ein bisschen freier und sind der Moro und der Walter Nice sind so ein bisschen mehr in der Ecke, dass er euch, also beim Walter, ich sage sowieso, weil beim Moro, tut mir leid, bei einem Song kann ich das noch nicht so interpretieren, aber dass er mal meine Meinung hat. Beim Walter habe ich so das Gefühl, der Walter macht gern Storytelling, also das ist meine Interpretation, kann aber auch funny Sachen bringen, auch Punchlines, wo du halt schmunzeln musst. Aber bei dir ist immer so ein bisschen Balance teilweise, habe ich das Gefühl, im Songwriting zwischen den Sachen, die auch ein bisschen Kopf haben, teilweise, die du auch bringen willst. Oder ein bisschen, so spürst du es zumindest raus. Aber du kannst auch
es gibt auch Tracks, die ich gehört habe, wo du einfach eine Story erzählst und es wirkt fast schon, ehrlich gesagt, als würdest du einfach das erzählen so, aber du flowst über den Beat natürlich. Also weißt du, es ist natürlich alles im Pattern, aber du redest einfach so. Es ist sowieso ein lockeres Reden über irgendwelche Stories. So, darum so Storytelling verknüpfe ich jetzt amigs mit dem Walter Nice oftmals so. Also ich weiss nicht, Ja, wie wichtig ist der Songwriting, Walter, so generell? So, ist dir das, wie wichtig nimmst du die Disziplin Songwriting an sich, so, Texte? Hey, ich sehe das eigentlich als meine grosse Stärke, ja. Und auch irgendwie die eingängige Faszination auch. Und ich habe vorhin schon angetönt im Germanistikstudium, dass es schon irgendwie auch die Idee war, das noch so ein bisschen mehr zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ja, und ich finde auch, das Storytelling trifft es eigentlich echt gut. Das mache ich sehr gerne. Das fällt mir auch echt ziemlich einfach. Und ja, tue ich echt noch gerne. Wie du gesagt hast, ich kann etwas erzählen. Es hat immer eine Geschichte, auch, es ist immer recht deep. So, ja. Aber ey, was ich sehr geil finde auch an diesem ganzen Projekt oder an der ganzen Musik, an der ganzen Rap, es hat so viele verschiedene Dimensionen. Und also das Gefühl, wenn ich so ein bisschen zurückschaue auf die Projekte, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich das Gefühl, es ist fast ein bisschen zu eng auf dem Storytelling, auf dem Songwriting drauf. Und ich würde eigentlich das gerne noch so ein bisschen verschieben. Ich würde gerne das viel melodiöser gestalten, ich würde gerne das noch viel lockerer und weiss nicht genau, in welche Richtung es mich zieht, kann ich so gar nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall sich noch verändern. Nein, ich sage auch nicht, es ist auch nichts Statisches, gell? Nimm die Worte, wenn ich dann amigs Input gebe, nicht so als etwas Statisches oder fixiert. So, eben, ich stelle mir das so vor wie Wasser. So, ihr könnt einfach fließen und es fließt einfach irgendwo an und es kann sich alles irgendwie entwickeln am Ende des Tages. So. Aber mit Carlo habe ich jetzt halt mehr Stand jetzt. Ich kann jetzt nur von Stand heute reden, Status quo. Mit Carlo sehe ich halt so, er ist jetzt ein bisschen der Representer geworden mit dem «Ich bin da». Ich meine, der Song heisst auch «Ich bin da». Ich meine, mehr Represent als das kann man ja nicht so, oder? Und beim Walter ist jetzt mehr so, okay, auch noch Story-Dinger, aber dann noch ist es noch magisch, wenn ihr ja zusammenkommt. Und jetzt merke ich gerade, ihr seid das Dritte schon mal auf einem Track gewesen? Ich glaube nicht, dass ich einen gesehen habe in der Diskografie, oder? Ah, gesehen ihr? Du bist der Erste, was merkt. Wir haben es noch nie geschafft. Aber das kommt noch irgendwann, Mann. Du bist der Erste, was merkt. Spannend, weil ich meine, seht ihr das amigs, wenn ihr zusammen würden kommen, das müssten ja schon ein bisschen speziellere Anlässe sein, oder so? Das soll ja nicht zwingend immer passieren, oder so? Wenn ihr jetzt zusammenkommen auf einen Track, oder wie seht ihr das amigs? Also wir sind immer dran, aber wirklich noch nie wieder, der Walter hat gesagt, wir sind noch nicht dazugekommen. Also wirklich in Bearbeitung, aber okay. gewisse Sachen glaubst du drüber ab, weil sie ein bisschen länger haben zum Zusammenkommen, sagen wir so. Okay. Wer hast du dann, weil der Kater hat gesagt, der Moro ist amigs ein bisschen der noch ein bisschen picky ist oder ein bisschen wählerisch teilweise. Wie ist es bei den Beats, wenn ihr jetzt gemeinsame Sachen macht, auch Walter und Kater, ihr zwei, die schon gemeinsame Sachen gemacht haben. Wer ist wählerischer bei den Beats oder so alla, so, nein, der Beat finde ich wack, oder sind ihr euch oftmals einig, gerade mit der Beatwahl, mit der Beatselektion so? Ich würde sagen, sogar in den meisten Fällen hat einfach so wie einer der Drahtzieher und hat wie schon ein Beat gepickt und vielleicht schon 16 Bars geschrieben und fragt, hey, hast du Bock drauf zu kommen? Ich habe das Gefühl, die Part wird hier noch drauf passen. So. Ich glaube, das ist meistens so gewesen, aber es ist sicher auch schon vorgekommen, dass wir gemeinsam einen Beat haben gepickt. Und ich weiss nicht, bin ich vielleicht ein bisschen wählerisch? Ich weiß nicht, also ich muss sagen, wenn ich Solo-Beats aussuche, bin ich sehr heikel. Aber bei Collabs muss ich sagen, habe ich jetzt noch nie Mühe gehabt, würde ich schon sagen. Finde ich eben auch eigentlich. Also ich finde jetzt, wenn wir mal zusammen ein Beat hören, ist es nicht alle 2 Finger geil und einer findet meistens ist es wirklich, der ist nice und jeder findet es so. Also. Es ist wirklich entweder ja oder nein. Es ist wirklich so eine. Meistens. Also ich glaube, Beatwahl sind wir alle 3 eigentlich auf dem gleichen Level und Stand. So. Ja, okay. Ja. Aber es gibt schon gewisse Momente, wo schnell die raushängt.
Es gibt Wo schon nicht was? Nicht was? die aushängt. Nee, Ja. das mag ich nicht. Ja. Nein, aber ich finde auch okay, Ja. weißt du, sonst bist du ja mit jedem zufrieden so. Ja, nein, ja. Das Ja, so, ja, ich finde das schwierig. Also das ist irgendwie auch. Weil, wenn es nicht ins Collab ist, bin ich glaube viel wählerischer, als wenn es für mich alleine ist. spannend. Weil du musst dort nicht gut repräsentieren. Bei einem Collab musst du einfach deine Schocke-Seite zeigen. Je nachdem, mit wem du Collab hast. Okay, ja. Aber mir ist glaube meistens so klarer, wenn es ein Solo-Projekt ist, ist mir echt meistens so klarer, was ich suche, glaube ich. Und dann kann ich eigentlich recht schnell mal sagen, ja, das ist geil, das passt genau, das, was ich schon im Hinterkopf, welche Richtung es mich bewegt. Ja, voll. Wenn es bei einer Collab ist, es meistens so, ja, keine Ahnung, und dann hörst du wirklich rein auf dein Gefühl. Dann hast du schnell mal, finde der Beat geht nicht so geil, oder fuhr geil und merkst später so, ja, easy, so inspirierend ist er doch nicht. Ja. Okay, ja, das macht Sinn, natürlich. Ja, und ihr könnt ja auch viel leben, wie ihr das auch schon beschrieben habt, indem ihr auch ein bisschen den anderen zuschauen könnt. Könnt ihr euch dort natürlich auch Inspiration rausziehen oder Motivation, oder es fließt nachher irgendwie vielleicht nachher alles zusammen, wenn du dann merkst, jemand kommt schon mit einer Idee, hat schon einen Verse geschrieben oder einen Hook und vielleicht hätte dich das gar nicht inspiriert, die andere Person, die noch nicht dazu geschrieben hat, oder wärst gar nicht darauf gekommen, aber weil jemand schon das Thema vorgibt, kannst du halt nachher wie so auf das eingehen. Also das finde ich noch spannend in eurer Dreier-Kombo sozusagen. Finde ich schon noch cool so. Und ich meine, rein von einem Musikbusiness-Sinn muss man im Fall auch anerkennen, gell? Weil ihr halt 3 Leute sind, kann potenziell auch mehr Output entstehen insgesamt. So, was natürlich von einer Musikmarketing-Seite schon spannend ist. Eben nicht for the sake of einfach releasen, aber wenn ihr jetzt, ich sage es mal so, charmant gesagt, wenn ihr würdet wollen, den Markt fluten in einem Jahr, dann könntet ihr das mit 3 Leuten, versteht ihr? So andere, die halt alles alleine machen. Eine Ein-Mann-Show oder Ein-Frau-Show ist ja dann wie so, oh, komme ich überhaupt auf genug Material, um konstant etwas zu releasen, oder? Und ich glaube, bei euch, es gibt vielleicht irgendwann in Zukunft, gibt es ja schon Momente, wo ihr könnt sagen, okay, jetzt drücken wir auf den Knopf und jetzt ist PTM-Season. So. Jetzt, weißt du, jetzt... Ja, voll. absolut. Wo man wirklich nachher liefern kann, wo man echt auf Lager hat und nur noch rausgeben kann. Ja, weil eben bei einem Kater bei dir merke ich es ja schon, du hast ja gesagt, bist ein bisschen auch inspiriert worden von deutschen Labels und so. Ich meine, ihr schaut, auch wenn ihr nicht das als Label bezeichnet, aber ihr überlegt ja schon ein bisschen bei den Releases, wie ihr das könnt präsentieren. Das merkt man halt schon, oder so. Und das ist auch für die Zukunft spannend, sage ich jetzt einmal. Okay, krass. Hey, von meiner Seite, ich habe für den Moment irgendwie nichts mehr. Es sei denn, ich meine eben, das ist jetzt fast schon eine Premiere, glaube ich, auch nicht nur für den Kohle-Podcast, dass ihr mal alle 3 da zusammen gefunden sind, habe ich mir sagen lassen. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn ihr noch irgendetwas habt, was euch wichtig ist auf dem Herzen, wo ihr auch vielleicht am anderen gegenüber wollt sagen, jetzt wo ihr euch seht, who knows, so, dann spiele ich den Mediator. Oder wenn ihr noch etwas loswerden auf dem Kohle-Podcast, könnt ihr das gerne machen. Und sonst würde ich sagen, das ist Work in Progress. Ihr seid da immer gerne wieder willkommen, so, wenn ihr nichts mehr habt. So. Von euch aus. Ja, habt ihr noch... Merci dir, also Reaktion. Ja. Nein, danke, dass das ist immer auch für mich mal spannend zu sehen, dass man eben so in einem Gruppensetup, ich würde das auch ehrlich gesagt mehr machen, ich finde das amigs viel dynamischer und spannender als nur immer mit jemandem einzeln reden. Das hat auch seinen Charme, aber eigentlich würde ich gerne die Zukunft vom Cola-Podcast, wenn es um so Talks geht, das tue ich einfach mal ins Universum. Eigentlich würde ich es lieber so haben, wie ihr es jetzt gerade seht, die Zuschauer, die das jetzt gerade so mitbekommen. Darum, Also, siehst du Leute live jetzt mit, oder wie? Nein, alles gut, das ist nicht live, das ist jetzt nicht live, das ist pre-recorded so. Wir können aber irgendwann mal einen PTM-Livestream machen, wenn ihr wollt. So. Ich habe eben die Erfahrung gemacht, der Live-Algorithmus von YouTube, der wird noch nicht so ganz mitspielen. Es wäre wie so, für das, dass ihr jetzt da alle 3 zusammengekommen sind, für das, dass es jetzt so mächtig ist, dass ihr jetzt da alle 3 Zeit genommen habt, wäre es fast schon schade, dass der YouTube-Algorithmus, der Livestream-Algorithmus, der tut nicht noch nicht so viel recommenden, weißt, dass das jetzt
ich sage mal, die Präsenz, die ihr jetzt natürlich da blässet für den Cola-Podcast, dass das auch gerechtfertigt wäre. Aber als Upload danach wird es schon, wird sicher sehr, sehr viele Leute interessieren, hoffentlich da. Aber es sind vor allem, ihr merkt ja auf dem Cola-Podcast, es sind vor allem andere Musikschaffende. Es werden vor allem andere Musiker und Musikerinnen das sehen. Was ich aber auch geil finde, weißt, dass man das wie so innerhalb von der Musiklandschaft auch ein bisschen highlighten kann, wer dort am Arbeiten ist, sage ich jetzt einmal so. Das ist so ein bisschen so. Aber ich würde sagen, das ist nicht abschliessend so. Das kann sehr gerne mal eine Runde 2 irgendwann geben, oder wenn ihr irgendwie auch etwas habt, wo ihr loswerden wollt, so, wo, ich meine, irgendwann machen wir vielleicht noch mal eine Stunde, wenn ihr das möchtet, wo wir noch viel nerdiger auch in die Releases ein bisschen reingehen, so. Wir haben jetzt alles ein bisschen, ich wollte das einfach mal als Introduction machen, weil ich es spannend finde persönlich, was ihr macht und dass die Leute das auch ein bisschen mitbekommen da beim Cola-Podcast. Ich habe das Gefühl, ihr seid da eben für gewisse 17-, 18-Jährige, das ist jetzt einfach mein Gefühl, meine Interpretation, sind ihr sowieso ein bisschen die New Generation aus dem Berner Umfeld, die halt da etwas machen, in einer eigenen Musikidentität. Und ich finde das spannend so. Ich finde das sehr spannend. Aber ja, ich weiss nicht, wenn ihr noch... Gespannt, was es da gibt. Sind ihr gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht? Also jetzt das Jahr, oder ich meine für die Leute, die das werden sehen, ich nehme mal an, im nächsten Jahr kann man sich sicher noch auf Sachen freuen von euch, oder irgendwelche Moves, oder würde ich mal meinen? Ich würde meinen, ja, nächstes Jahr wird es Uhren geliefert. Definitiv. Ja, nächstes Jahr wird es Uhren geliefert. Jetzt freue ich mich eben schon, ich freue mich schon. Das ist geil. Ja, so viel, ich finde es auch so nice. Ey, das kann ich auch noch sagen. Ich liebe den Scheiß wirklich. Ja, das so viele Ideen. Ja, so scheiß viele Ideen. Es kommt noch viel, auf jeden Fall. Auch nächstes Jahr kommt viel. Übernächstes Jahr kommt sicher noch viel. Ständig. Es wird ständig produziert. Genau. Es wird etwas ganz Gutes auf euch zukommen und für das freue ich mich. Ich finde es so spannend, dass der Moro immer so ein bisschen, im Moment ist er so ein bisschen low-key, er behaltet sich immer ein bisschen zurück so. Und irgendwie bin ich dann gespannt, was so release-technisch noch bei ihm dann passiert, sage ich jetzt mal. Also, ich finde es spannend, wie er das so positioniert, dass so jemand haltet sich im Moment eher ein bisschen zurück so. Hey, was nice! Ich glaube, wir freuen uns auch ein bisschen. Cool. Ja, klar. Hey, aber ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, Jungs. Walter Nice, Moro und Kater Carlo, checkt ihr das Zeug ab. Wird sicher mal ein Part 2 geben für die Leute, die da zugeschaut haben. Danke vielmals fürs Zuschauen beim Cola Podcast. Und ich würde sagen, peace out. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.